Ein kleiner Junge kommt noch in den Mann, er hat gehört, dass ein sehr weiser Mann. Er kommt dahin und sagt, mir fehlt neudig halb. Alle sagen, das hält nicht an mit mir. Er kann nicht vollbringen im Leben. Das alle Mann guckt ihm an und dann sagt er, dann bist du die rechte Person. Er kann die nicht halten. Die wirst man selbst wem sehen. Das Junge dreht um, geht weg und denkt so, noch einmal Ware hat gefehlt. Wenn sie weg geht, sagt der alle Mann, komm rein. Er kann Ring. Und ich will gleich in die überstehen für heute. Nehm den Ring und geh nach der Stadt. Und ich will $100 haben für diesen Ring. Vergib den du, wenn mir fehlt, sehr nötig Geld. Das kleine Junge ist rennschaftlich, der kann was tun für das wem. Nimmt den Ring und geht nach der Stadt, setzt sich beim Markt auf den Platz da und prüft den Ring zu vergeben. Die Menschen fragen, was ist der Preis für den Ring? Und er sagt $100. Einzige kicken ihm schaftig an, einzige sagen nichts, drehen wir zusammengehen wieder, und einzige sagen, das ist zu sein. Die weiß nicht, was $100 wert sind. Denn da ist das kleine Junge da und kann nicht den Ring vergeben. So bis kommt der Trainer diesen Mann, rennt anmutig und sagt, Sitz, ich kann nicht mal in den Ring vergeben. Ich kann nichts. Das alle Mann sagt, nimm den Ring, geh hier, aber ich von der Platte noch einen Mann, der schafft mit Gold, mit Ring, und frage ihm, was das Ring wert ist. Aber vergib den nicht. Das kleine Junge geht dahin, fragt diesen Mann, was ist das Ring wert? Der Mann sieht den, bekickt sich den, merkt den Schmack rein, und dann sagt er, seid ihr den wert von diesem Ring? Dort, wenn ihr $100.000 haben für diesen Ring, kann ich ihm von der Euro geben. Das kleine Junge kommt rein und den Wirt, sehr schaftig. Er sagt, wo geht das? Dort wollen sie mir nicht $100 geben. Und deshalb wird mir $100.000 von der nach. Das alle Mann sagt, das Mann, wo du jetzt wirst, der hat den Ring gemerkt. Der schafft mit Gold und der weiß den Preis, was der wirklich wert ist. Hörch nicht nur dort, was andere Menschen sagen. Hörch nicht nur dort, was andere Menschen von dir sagen. Frag Gott, was die wert ist. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 31 ist die Geschichte, wo Gott den Menschen merkt. Wenn es halt all Dinge gemerkt hat, dann sagt er, das ist gut. Aber wenn es Gott den Menschen merkt, dann sagt er, das sei ja gut. Durch die Bibel sagt wie, dass Gott hält viel von uns Menschen. Gott hat uns gemerkt mit einem Plan. Nachher hält viel von dir. Hörch nicht nur, was Menschen von dir sagen. Wenn du vielleicht gefehlt hast, du hast vielleicht einen Fehler gemerkt, Menschen sagen, das hält nicht an mit dir. Dann frag Gott, was das anhält mit dir. Er hat die gemerkt, er hat einen Plan für dich und er rechnet die viel. Er weiß, was die wert ist. Hörch nicht und recht dich nicht nur, was Menschen von dir sagen. Recht dich nur, was Gott von dir sagt. Gottes Segen.